Sieht man so das Meer? Nein, so sieht man das Mike nicht. Perfekt. Hättest du angefangen? Ich habe das letzte Video angefangen. Okay. Nein, jetzt hast du angefangen. Stimmt! Okay, dann. Hey und herzlich willkommen auf unserem Kanal von Swiss Racing und heute haben wir eine wichtige Info für euch. Ganz liebe Grüße, gehen raus an die Gurkengang. Peace. GG. Hashtag 77 GG. Wenn ich richtig erfahren ist Formel E das erste Mal in der Schweiz gewesen, und das bedeutet auch gleichzeitig, dass nach 64 Jahren in der Schweiz das erste Mal wieder ein Rundkursrennen stattgefunden hat. In der Schweiz herrscht ja als Rundkursrennen Verbot. Dann haben sie es extra aufgehoben, dass die Formel E in Zürich selber fahren kann. Und auch dieses Jahr kommt die Formel E wieder in die Schweiz. Doch es hat geheißen, durch das es Zürich-Fest ist, kann die Formel E nicht in Zürich stattfinden. Und jetzt haben sie sich einfach einen anderen Ort ausgesucht, nämlich Bern. Meine Liebe. Das Rennen findet am 22. Juni statt. Das ist ein Samstag. Die Strecke werde ich gleich in diesem Video zeigen. Genau, und da würde ich sagen, für die Strecke schalten wir jetzt genau ein, nur zum Raphael. Weil wir drehen wir bereits am Samstag und die Strecke wird am Montag vorgestellt. Das heisst, er wird euch jetzt am Montag dann vorstellen, wie euch die Strecke genau durchführen wird. Das heisst, wir schwitzen jetzt einmal schnell zum Raphael. Liebe Leute, herzlich willkommen hier auf meinem TÜV. Ich habe mir gedacht, wenn ich schon TÜV habe, dann kann ich mit euch doch gerade die ganze Strecke abfahren. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns gerade bei Start und Ziel wieder. Gut, so wie ihr das gesehen habt, ist etwa hier Start und Ziel. Auf diesem Gerät hier. Was man ausschalten muss, ist dann der Blitzer hier oben. Aber ja, ist ja gleich. Was sicher auch alles entfernt werden muss, sind die ganzen Blöcke bzw. die Inseln, die hier rumstehen überall. Gut, dann haben sie die hier rauf. Hier wieder durch ab. Oh wow, das ist ein schöner, langer Gerät. Ja, Gerät kann man es auch nicht nennen, oder? Aber es ist schön lang und wirklich gerade. Im Fall, es wird keine Boxengasse mehr geben. So gesagt, Boxen werden jetzt auf dem Expo-Gelände sein. Das ist das Gelände, wo auch das Hero Fest drauf stattgefunden hat. Ja, weil man es halt nicht so umständlich hat machen mit Auf- und Abbauen, weil die Leute in Zürich das nicht so gerne hatten. Davor ist die Kurve 1. Da fahren wir nirgends her. Was hier sicher auch entfernt werden muss, sind die Ampeln hier. Oder da die Säulen mit den Hinweisen. Gut, auf jeden Fall, wie gesagt, davor ist die erste Kurve. Ich darf da leider nicht nach links abbiegen, aber wir fahren jetzt echt mal geradeaus weiter und kehren dann einfach. Gut, wir wären jetzt von da oben hier runtergefahren. Und dann geht es hier ab. Schön, der Aargauer Staudenser hat eine super Aussicht auf ganz Bern. Ist mega schön. Im Fall in der Altstadt werden dort die ganzen Eventanlässe sein. Das heisst, dort kann man Essen kaufen. Dort gibt es auch wahrscheinlich so Playstations, wo du kannst Formel E spielen oder Formel 1, was auch immer. Mit sicher eine super Sache. Das Ganze nennt sich im Fall der Event Zone. Gut, dann wären wir hier bei Kurve 2, soweit ich das weiss. Jetzt weiss ich nicht, ob man den Kreisel wegnimmt oder nicht. Aber ich gehe mal schwer davon aus, dass man ihn wegnimmt. Weil, ja, sonst fährt man dort noch ziemlich schnell rein. Auf jeden Fall, hier sind wir schon beim Muri-Stalden. Also Casey, hier wird auf jeden Fall keine Tribüne herkommen. Weil es ist echt so gefährlich, wenn Junge so Formel E-Autos mit bis zu 250 km/h durchfahren. Dann hat man hier wieder eine super Aussicht auf Bern. Hey, das ist richtig geil. Das wird sicher so lit aussehen, wenn sie da mit den Formel E-Autos durchfahren. Ah, ich freue mich mega. Übrigens, das Ganze ist ja kostenlos, weil man kann zum Beispiel jetzt dort drauflaufen und dann von oben zu abschauen. Und daher kostet es theoretisch nichts, ausser man will halt irgendwie ein VIP-Ticket oder ein Gold-Ticket. Da hat man halt spezielle Standorte, wo man dann herhocken und zuschauen kann. Hier müsst ihr schauen, wenn man hier rauffährt mit dem Formel E-Auto, dass der Akku nicht zu stark belastet wird, weil hier darauf braucht es auch ziemlich viel Akku bzw. Batterie halt bei denen. Weil neuerdings ist es so beim Generation 2 Auto, dass sie keine
Autowechsel machen. Das heisst, es ist einfach ein Fahrzeug und mit dem müssen sie durchfahren. Vielleicht wird das hier noch ein bisschen schwierig, aber es geht auf jeden Fall. Hier wird ja wahrscheinlich auch das Insel entfernt. Geh schwer davon aus. Wie gesagt, es ist einfach völlig gefährlich, wenn so eine Insel jetzt mit auf der Rennstrecke steht. Jetzt sind wir hier schon beim Schulhaus Muristad. Und dann geht es hier schon nach links drauf wieder. Richtung Start bzw. Ziel. Ich kann mir das so nicht vorstellen, dass sie einfach Autos mit 250 Sachen durchbretschen. Genauso wie der Kollege. Nice. Und dann geht es jetzt drauf wieder. Müssen wieder Inseln entfernt werden. Wahrscheinlich wird der Boden auch noch ein bisschen flächer gemacht. Weil zum Beispiel hier, das ist sehr, ja, ungeeignet für so Rennen. Die ganze Strecke ist 2,66 Kilometer lang. Ich weiß jetzt nicht, wie lang das jetzt durch war. Ich blende euch das hier oben rechts mal ein, dann könnt ihr mal den Vergleich haben. So, und jetzt mit dem Vorbeischleichen sind wir auch schon bei der letzten Kurve angekommen. Da habe ich echt keine Ahnung, wie sie es machen wollen. Vielleicht bleibt es echt so dünn und sie tun die Pfeiler hier weg. Und dann kann man hier schön durch und dann geht er hier fort. Weil das Ganze dort vorzunehmen wird sehr aufwendig, machen sie auch nicht, habe ich das Gefühl. Gut! Und jetzt sind wir schon auf der Zielgerade. Ich hoffe, ihr könnt auch schauen. Wenn ja, dann könnt ihr jetzt schauen, wo ihr herstehen könnt. Ich weiss halt noch nicht, was die Tribüne wird geben wird. Wird ich aber sicher noch bekannt geben. Ich finde das besser, zu Bern ist, oder soll sie lieber in Zürich bleiben? Wir sind gespannt auf eure Kommentare, auf eure Meinungen. Schreibt es unten in die Kommentare, wir antworten darauf und vielleicht können wir eine kleine Diskussion drauf führen. Wenn euch das kleine Infovideo gefallen hat, dann zeigt es doch mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr nicht mehr verpassen wollt, abonniert die Jungen rechts, aktiviert auch die Glocke nebenan und für weitere Infos stehen wir euch gerne zur Verfügung. Sobald es etwas Neues gibt, werden wir innerhalb von kurzer Zeit dann auch versuchen, ein Infovideo für euch wieder aufzuladen, dass ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Dann würde ich sagen, das war es mit dem heutigen Video und Peace!